Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig und das mal sogar ohne irgendwelche Funksprüche oder sonst irgendwas. Warte mal. Da liegt noch irgendwas. Mal, was da noch ist. Tier oder Leichnam oder sonst was. Wahrscheinlich auf dem Truck. Okay, wir gucken uns jetzt erst einmal. Oh, was ist denn das Nettes? Sauerstoffflaschen. Könnte man gut hochjagen. Ja. Die lassen wir jetzt erstmal liegen. Das sieht man noch Arena für Horde aus, um ehrlich zu sein. Um wirklich ganz ehrlich zu sein. Um jeden Star Wars zu zitieren, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Aber wir gucken uns erstmal diese Hinweistafel an. Das sind ja so sammelbare Gegenstände oder sammelbare Dinger. Das wusste ich noch Die nicht. Postkutschenlegende, der Goldrausch. Ja, hier gibt es anscheinend irgendwelche Typen. Wie es aussieht. Scheiße. Okay. Vorerst mal zum Bike nur. Und dann nochmal auf Tanker. Ich befürchte nämlich, hier hockt möglicherweise auch irgendeine Raider-Bande. Hier kann ich, ja. Da wird gleich mal getankt. Oh, dann mal los. Wundert mich tatsächlich, dass eine solche Zapfsäule wirklich noch was ist an Sprit. Und die bei einer großen Masseflucht am Anfang von einer Postapokalypse noch nicht direkt weggeflattert wurden. So, dann kann man noch zu der Hinweistafel. Ja, genau. Für uns direkt außenrum. Sehr, sehr klug. Okay. Ich sollte hier vorsichtig sein. Weil, wie gesagt, Raider und so. Scheiß drauf. Scheiß drauf, dann kommt da die ganze Bande raus. Ist mir jetzt auch egal. So. Mit dem Ding bin ich nämlich ziemlich gut. Jo. Und kriegt die Leute auch noch im Lauf. So. Ist halt laut wie die Sau, aber damit muss man rechnen, weil so eine riese Wummer. So, dann flattern wir die doch gleich mal. Elektrischer Zünder-Inventar voll. Lappen-Inventar voll. Milkshakes, Onion Rings, Hamburger, Fried Chicken. Klingt doch hervorragend. Bäh. Na, Traktor. In dem Loch. Ups, wohnen die anscheinend. Und jetzt komme ich hier nämlich auf den Weg raus. Das scheint ja wohl versperrt zu sein für uns, ja. Muss es jetzt ein anderer Weg geben. Hier gibt es aber anscheinend noch Zeug zum Klauen, ne? Gerade wenn solche Plünderer oder irgendwelche Überlebende das als Basis nutzen, haben die ja meistens auch noch irgendwelches gutes Zeug irgendwo gebunkert. Zumindest Zeug, was man zum Überleben braucht. Deswegen, ach, von Infizierte, die vorher mal Überlebende waren, egal ob das jetzt Zombie-Plage oder Freaker-Gedöns ist oder sonst was, die haben meistens auch der beste Shit bei sich, ne? Also die haben dann zumindest ein Messer mit dabei und Zeug, womit man halt überleben kann. Ich frage mich jetzt gerade noch, wie man da nochmal rauskommt aus dem Loch. Wahrscheinlich so, ne? Jo. Okay. Das war wohl ein Motel oder... Nee. Ne, das war ein Café. Okay. Warte mal, eine Gaulart. Da wollte ich noch Querfeldei eigentlich. Müsste dann hier irgendwo sein. Ja, das waren wohl wahrscheinlich nur 3 Leute. So. Also hier gibt es tatsächlich nicht allzu viel großartig zu plündern, wie ich gedacht habe. Es sei denn, hier lungert noch eine Horde rum, was ich immer noch irgendwie glaube. Ich meine, es bietet sich ideal für Horde A. Die Musik spitzt sich hier auch zu. Es klingt in der Ferne auch noch ziemlich viel Lärm von einer Horde. Man hört
Ah ne, das ist nur Musik, okay. Ich habe gedacht, man hört in der Ferne auch die viele Stimme von einer Horde, die rau rumkrächzen. Bill the Grey Fox, meiner Oregons schlechtester Bandit. Ja, das ist auch ein Titel, den man nicht haben will, der schlechteste Bandit zu sein. Aber ich glaube doch tatsächlich eine Horde irgendwo im Hintergrund zu hören, auch wenn es unseren Überlebensmodus nicht wirklich zeigt. Ich glaube tatsächlich hier sehr viele Stimmen zu hören. Hier erstmal was. Ballon über Kemult, Tourismus, Sammelobjekt. Also es klingt wie der Chor von mehreren Stimmen, die sich erheben zum Gebrüll von einer Horde. Ja, wir gucken uns trotzdem mal hier um. Das war wohl so eine Touristenattraktion hier. Ja, es wird immer deutlicher, dieses Gebrüll. Warum ich noch, wo die Horde steckt. Weil dann würde ich einfach versuchen, die zu eliminieren. Geht noch ein Vorschlaghammer rum. Ah, da oben ist die Horde. Jetzt sehe ich sie. Oh, fuck. Okay. Wir holen uns mal den Attraktor. Probieren die hier zu locker. Dann können wir nämlich mit Rohrbombe hinterher pfeffern. Und ich glaube, da haben wir uns jetzt ordentlich der Riskgeber. Oh Gott, da fliegt noch einer um. Okay, mehr geht nicht. Wir probieren es hier nochmal und schmeißen einen weiteren Attraktor hier hin. Und uns nochmal die Rohrbombe. Nein, keine Mollys. Ich will Rohrbombe tatsächlich. Dick. Rohrbombe. Okay. Die stecken wir hier noch fest, wie es aussieht. Okay, scheiß drauf. Ja. Der uns schon mitkriegt. Alter Latz. Da liegt aber ein Leicheberg. Okay. Boah, ist das eklig. 160 Schwärmerohre. Alter Falter. Okay, warte mal. Wir probieren das jetzt nochmal so. Dass wir den Attraktor hier schmeißen. Die Rohrbombe wieder parat. Was an Freaker Arksturm kommt. So eliminiert. Das dahinter scheint wohl irgendwo fest zu stecken. Die kommen da nicht raus. Das war ein Bug. Ja, ist wohl ein Bug. Okay, dann helfen wir so noch. Ups. Okay, Kemult Bahnhof Horde. Zu 78%. Gibt nochmal 1650 Vertrauen. 1650 Vertrauen bei Diamond Lake. Hordenkiller zu 50%. Okay. Halte mal den Gaul an. Wir stellen nochmal ein paar Attraktoren her. Da ist das nämlich wieder voll. Rohrbombe können wir gerade nicht mehr herstellen. Alles klar. Ja, ich habe mal schon gedacht, ne, das klang sehr verdächtig nach einer Horde. Wir haben jetzt wieder über 120 Freaker-Ohre. Fuck. Fuck, 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 fuck. Jäger. Ist nicht so gut. Heil dich. Wir erledigen die Jäger so. Ah, die kommen doch nicht rein. Die kommen doch nicht rein, die Biester.
Steht der Nächste. Okay, und dahinter kommt noch einer. Die werden wahrscheinlich nicht die ganze Explosion abgelockt, oder was sei. Hey. Jetzt aber auf. Alter Falter, wie viel sind das dann? Scheiße. Okay. Alter Falter. Ja, gegen die so zu kämpfen ist ziemlich hässlich. Moment. Kommen wir hier ins sichere Gebiet. Boah, Alter. Wie viel von diesen Scheißjägern sind das dann hier? Leck mich doch am Berzel. Da ist er noch. Boah, Mann. Heftiger Scheiß. Gut, dann hätten wir auf jeden Fall das Gebiet geklärt. Wir sollten da vielleicht nochmal hochgehen, querfeldei. Aber immer hier. Das Gebiet ist jetzt sauber wieder. Da ist die Horde weg. Wäre wahrscheinlich auch nochmal so schön die Special-Episode, wenn wir all die Horde nochmal machen, die wir sonst nicht gefunden haben. Während dem Hauptspiel. Dass wir einfach nochmal Hordenkiller machen. Ah, sehr gut, genau das brauche ich jetzt. Immer wieder ein bisschen unser Inventar auffrischen mit Munition. Jo, 10 Präzisionsmunition und 104 Maschinenpistole. Super Sache. Okay, das können wir uns, glaube ich, auch noch angucken hier. Da können wir zumindest noch ein klein bisschen plündern. Ja, hier sind Krabbler, ja. Das ist Krabbler Revier. Ich mag mich trotzdem nochmal hier umgucken. Jetzt wird es allmählich ja wieder Nacht. Jetzt kommen die Wölfe wieder raus, beziehungsweise auch die Jäger. Die Krabbler können meinetwegen auf den Dächern sein. In der Hauptstory wird das auch viel zu häufig gemacht, finde ich, dass man die Krabbler einfach auf den Dächer belässt und sie ignoriert. Ich weiß nicht, ob das an der Mentalität liegt, dass die Leute vielleicht glauben, dass die ganze Chose immer noch geheilt werden kann. Und man deswegen eher die Kinder verschont und in Ruhe lässt. Und nur im Notfall tötet. Also die infizierte Kinder natürlich. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Aber okay, das war wahrscheinlich eine Goldmine-Stadt während dem Goldrausch im 19. Jahrhundert. 1840er war der, glaube ich. 1830, 30er, 40. Irgendwie so um den Dreh 1830er, 40er müsste das gewesen sein, der große Goldrausch in Kalifornien. Wow! Was zur Hölle? Ah, da bin ich wohl fett durch die Falle gelatscht. Das hätte mich wohl erwischt, wenn ich mit dem Bike durchgegurkt wäre. Könnte von der Typ aus dem Motel gewesen sein. Okay. Dann gehen wir mal weiter zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar Schutz für die Schwachen. Jetzt bin ich hier glücklicherweise auch durch, weil die Horde eliminiert ist. Ja, bleiben nur noch... Au! Die hat mich vom Bike runtergezerrt, die Kuh. Gretel hin. Oh! Hoppenla. Ich finde auch den Akustik... also generell dieses Akustische ziemlich cool gelöst. Dass man halt auch wirklich dieses Klingeln in der Ohren hört. Und dieses dumpfe Geräusch. Von der Schüsse. Das haben sie hier cool gemacht, muss ich sagen. Das ist schon relativ realitätsnah. Ja, die Dappich-Kreischerin hat mich jetzt voller Kanne erwischt. So gut lief das jetzt auch nicht wie gedacht. Wow. Okay, die Nacht gehört natürlich wieder der Freaker. Dann kommt mal raus. Elende Drecksgestalter. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Das sind die einfachen Schwärmer, die anscheinend so abgehen. Und sich auch aufs Bike stürzen können. Okay, wir sollten hier fort. Nee. Okay. Bisschen A-Lauf.
Ganz ruhig. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Nee, das war nicht gut. Das war so ziemlich der größte Fail, den ich hier begangen habe, was Motorradfahrer angeht. Außer das Ende mal, wo ich hinterm Typ herfahren musste. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß. Der Rapper-Typ. Skizzo, genau. Und dann volle Kanne gegen den Baum geknallt bin. Nee, das war, wo ich Sarah hinterher gefahren bin. Okay. Ich hoffe, die Horde gilt trotzdem als eliminiert. Das wäre ziemlich scheiße. Wenn nicht. Ja, okay. Ich glaube, die gilt als eliminiert, die Horde. So, dann machen wir den Spaß halt noch einmal. Ja, von hier aus halt. Hier wird es dann wohl gespeichert haben, wo ich wieder unterwegs war. Das heißt, Achtung, Kreischer. Ne, die gilt auch noch als eliminiert. Ah, was mache ich dann da wieder für einen Scheiß? Okay, das lief besser als beim letzten Mal. Und jetzt aber schnell durch. Na? Jetzt noch einmal. On. Jo, mit dem Nitro-Boost klappt das. Dann können wir jetzt nochmal diese Nester zerstören. Und hier. Was zur Hölle? Haben wir sie alle? Ich glaub's. Ja, es wird auch auf der Karte mir angezeigt. Perfekt. Gut, also der Scheiß ist auch ausgemerzt. Dann können wir bis dorthin gehen, wo dann die Quest hier startet. Müssten wir heute eigentlich auch noch fertig kriegen. Dann könnte man in der nächsten Episode eigentlich das infizierte Gebiet hier platt machen, ne? Klingt doch ein Plan. So. Mal das Plünderergebiet ausfindig. Okay, mir hier ein Hinweis, glaube ich. Wo bist du, Ethan? Ich finde dich. Einfach nur ein paar Bäh. Gerade noch so durch die Hüftknochen zusammengehalten. Durch Specker. Okay. Oh, da kämpfen wohl ein paar Raider noch. Den Brecher. Das war der Brecher-Finisher. Ja, die ist ziemlich tot. Ja. Brecherohr und zwei Lappe. Ah, da ist noch so Tappichi Witch. So blödi Kreischerin. Tappichi Gretel hinter der Heck. Lady Brunstulp. Elendi. Kreischerohr. Oh! Brecher! Hallo! Wow! Hochlader? Naja, wenn man dann ganz die Salve in den Bauch ballert, dann macht er das auch nicht mehr so besonders lang. Was? Was ist oh? Hoppla! Ja, das ist wirklich oh. Ich hasse es, gegen Jäger zu kämpfen. Weil die so verflixt agil sind. Wow. Halt du doch still, du Scheiß-Typ. So. Wow. Halt, erstmal Heiler. Die Jägergefahr ist anscheinend nicht gebannt. Ja, kann ich verstehen, dass man Panik kriegt. Scheiße. Er ist weg. Meine Fresse. Ja, da draußen kann man nicht mehr unterwegs sein, ohne alles mögliche an Getierart zu locken. Das ist ja heftig. Oh, Scheiße, das ist ein ziemlich großes Camp. Okay. Gut, finde und rette Ethan Ross. Ja, jetzt haben wir leider keinen Schalldämpfer mehr.
Ja, das wird so noch irgendwie hoffentlich durch. Und da sieht man auch, wie die Holz gefällt haben für ihr Lager. Das finde ich eigentlich auch ganz gut so. So, Scheiß-Typ Nummer 1 ist tot. Ich glaube, das hat geklappt. Konnte ich tatsächlich durchballern. Ja, ebenfalls. Ja, das wird nicht gerade sehr heimlich stattfinden, das Ganze. Ich glaube, da können wir uns durchquetschen, ne? Nett? Können wir uns nicht durchquetschen. Okay. Dann machen wir das halt anders. Der hat die Rieb rausgestreckt. Den haben wir auf der Flucht erwischt. Das waren verdammt viele Plünder. Echt? Oh, Scheiße. Das war's schon? Na gut. Das war jetzt tatsächlich mal ein kleineres Lager, finde ich. Sprengstoff. Ich brauche Sprengstoff. So, du brauchst Sprengstoff. Eine Dose haben wir zumindest schon gekriegt. Ja. Okay, also da kommt er anscheinend nicht durch, unseren guten Diek. Und ich habe schon befürchtet, wir müssten ja unser ganzes Magazin noch, oder unsere ganze Munition noch verschwenden. Aber okay. Da muss ich gucken, wie ich sonst in dieses blöde Plünderer-Camp reinkomme. Ach, Motor, da ist auch noch hier was. Interessant. Bezweifle, dass die Kasper da einen Bunker hin. Weil das ist ja nicht nur als Plünderer-Camp wirklich auf der Karte markiert. Tja, wie kommen wir dann da rein? Kommen wir so rein? Sieht nicht so aus. Nee, das sieht man tatsächlich noch ziemlich gut befestigt aus. Nee. Nee, du. Das wird so nix. Wir kommen nicht in das dappische Loch rein. Da geht's auch nicht durch. Weil Diek einfach das vollkommen unmöglich erachtet. Aber hier könnten wir rüber klettern, oder? Nee, ach, das scheint ein zu rutschig, glitschig, was auch immer zu sein. Da müssen wir vielleicht ein bisschen anders arbeiten. Das hier ist hier wieder einmal die Ehrenrunde außenrum. Dann könnte es sein, dass da vielleicht ein Wache oder so rumsteht, dass wir da über Auto über die Palisade klettern können. Vielleicht. Schauen wir es uns nochmal an. Okay, wie stellt sich die Situation dann dar? Nur zersägte Baumstümpfe. Kein Auto in der Nähe. Achso, er braucht Sprengstoff. Um das hier wahrscheinlich aufzusprengen, nämlich auch, ne? Probieren wir es doch mal so. Vielleicht klappt das. Splittergranate. Rum. Okay, man hat hier tatsächlich mal mit Logik gearbeitet, dass der mitgeführte Sprengstoff tatsächlich was reißt. Das finde ich cool. Da hat wahrscheinlich auch eine Rohrbombe gereicht, ne? Aber das wird jetzt wahrscheinlich wieder jede Menge Viehzeugs locker der Scheiß. Und ja, mit Viehzeugs meine ich tatsächlich auch Freaker. Okay, dort leider von deiner Kennersplittergranate oder so parat. So, da war noch einer. Wo dann? Wo liegt dann die Leiche? Der Gestalt. Okay. Aber dahin ist auf jeden Fall unser Ziel. Ah, da liegt die Leiche. Okay. Gut. Splitterbombe hat leider keiner von deiner gehabt. Das heißt, die musste ich jetzt einfach opfern dafür. Wird jetzt wahrscheinlich auch eine kleine Sequenz kommen, denke ich. Das ist aber nicht zufällig der, der mal von Kannibalismus gerettet hat. Ethan, nehme ich an. Ja? Nee. Wie geht's dir, Kumpel? Mann, echt gut, Sie zu sehen. Ja? Du wolltest dich den Arschlöchern nicht anschließen? Scheiße, nein. Und ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollten. Ja, auf jeden Fall nichts Gutes. Meinst du, du schaffst es allein nach Hause? Ja. Danke, Mann. Also wenn er über die Schnellreisefunktion verfügt, dann schafft das auf jeden Fall sicher heim.
Du willst nicht mitmachen. 5000 EP, 100%. Diamond Lake gibt's auch nochmal. Jetzt im Aro Vertrauensstufe 2. Schutz für die Schwachen zu 70%. Das ist doch ziemlich gut. Triff dich mit Doc Jimenez nach wie vor, die Hauptquest. Oh, wir haben sogar noch ein Level gekriegt. Und Vertrauen erhöht. Diamond Lake Stufe 2. Siehst du, können wir jetzt auch ein paar neue coole Sachen fürs Bike freischalten. Und wir sollten auf jeden Fall auch ein bisschen was für Diamond Lake noch erledigen. Damit wir nämlich noch mehr Kohle haben, um uns auch die Benefits wirklich zu gönnen. Die wir da freigeschaltet kriegen. Aber halten wir den Gaul an. Eins können wir noch machen in der Episode. Und zwar... Na, das möchte ich nicht. Okay, schwere Gegner mit dem Steinbetäuber. Reduziert Ausdauerverbrauch beim Rollen. Okay. Ich glaube, reduziert Ausdauerverbrauch beim Rollen. Finde ich ziemlich gut. Von der Rolle. Okay. Jetzt sind wir hier wieder bei einem schönen Massakerort. Und dann würde ich doch glatt sagen, ihr liebe Leute, ich mache dann bei meinem Bike der Cut und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone of Pelzig. Dann werden wir nämlich hier die Nero-Kontrollstation uns mal genauer angucken und das infizierte Gebiet säubern. Das klingt doch mal noch ein Plan. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern. Richtig positioniere. So. Yankee.